Ein Geschichtli von einem Sommertag, gespickt mit vielen Dialektwörtern. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Swiss German Online Podcast. Heute erzähle ich euch eine Geschichte. Hört gut zu. Es hat viele einzigartige Schweizer Dialektwörter drin. Verstehst du alle? Das ist der Podcast zu unserer Konversationsgruppe. Wenn du möchtest den Text sehen oder Zugang zu unserem ganzen Archiv haben oder auch mit uns zusammen über die verschiedenen Fragen reden, dann kannst du dich anmelden bei mir auf Swiss German Online, kontaktiere mich und dann zeige ich dir, wie es geht. Es ist ein schöner Sommertag und wir sitzen alle draussen auf der Terrasse am Mittag. Es gibt ein Poulet mit geschwellten Randensalat und Käse und ein Äpfelweihe mit Vanilleglace zum Dessert. Das Mal habe ich ganz rassige Salatsauce gemacht und die Kinder haben sie nicht so gern. Sonst grillieren wir meistens, aber das lampet mir schon aus den Ohren raus. Das ist so gäbig, wenn man draussen isst. Dann gibt es drinnen kein Puff und unsere 3 Gofen, die sowieso schon draussen gespielt haben, müssen auch nicht ihre Finken anziehen. Da ist schon viel gewonnen, weil sie dabei nämlich temperlet und hoffen, dass sie es vergessen. Der Peterli ist gerade etwas hässig und macht einen grossen Letsch. Er wollte einen Heugümper fangen, aber der ist ihm davon. Manchmal hat er einen harten Grind, wenn er sich etwas in den Kopf setzt. Aber sonst ist er ein gefreuter Bub. Es ist Samstag und nach dem Mittag tun meine Mann und ich gerne noch ein bisschen zusammenhöckeln und käfeln. Die Kinder kommen ein Gläschen Most über und dann gehen sie schon wieder zusammen spielen. Der Paddy tut gerne Autolen und das Kätti tut gerne Dökterle. Doch das klassische Bäbeln ist nicht ihre Sache. Manchmal tun sie sogar das dritte zusammen Schülerle oder sie tun einfach zusammen blödeln. Sie haben es richtig gut zusammen, unsere kleinen Loserli. Als ich aufschaue, sehe ich, dass Kätti mit dem Häsli zu laufen kommt. Doch als plötzlich ihre Freundin auf dem Nattel anläutet, lässt sie das Häsli fallen und interessiert sich nur noch fürs Telefon. Das Häsli, das gumpet fröhlich davon. «Kätti, du bist doch ein Löli. Kann mir bitte jemand sagen, wie wir das Häsli jetzt wieder einfahren können?» Das gibt mir noch eine Sache. Wir Eltern stehen ganz gestabig da, aber unsere kleinen Gielen haben nicht lang gehirnet und springen schon quer durch den Pflotsch am Häsli nach. Ganz nach dem Motto, probieren geht über studieren. Sie müssen pressieren, dass sie es fangen, bevor es unter den Hecken durch ins Nachbarsgarten rennt. Zum Glück hatte Peterli noch ein bisschen Leckerbissen im Hosensack und mit denen lockt er sie jetzt schlussendlich zu sich. Der Paddy hankerum schleicht sich von hinten an und übertölpelt es, so dass es bald wieder sicher, aber total dreckig im Käfig hockt. Kaum höckeln wir wieder ab, muss der Paddy dringend schiffen, aber das Häusli ist zu weit weg, darum bisselt er einfach im Garten. Lieber im Garten als in die Hose, aber mit der Ruhe ist es endgültig vorbei. Am Nachmittag wollen wir noch zusammen krieseln, aber als erstes muss ich posten, sonst machen dann die Läden schon zu. Das Kätti hilft dem Papi dafür beim Abwaschen und die beiden Buben müssen zuerst frische Kleider anlegen. Sie sind ja auf der Hasenjagd ganz dreckig geworden. Plötzlich hören wir den Lärm von einem Töff. Das Gotti vom Kätti ist gekommen. Aus ihrer Tasche zaubert sie ein herziges Büseli. Sie zügelt Ende Monat und wir schauen während dieser Zeit zu ihrem Vierbeiner. Es ist ein bisschen ein Serbu und verträgt nicht jedes Essen. Aber die Spezialdiät liefert sie glücklicherweise auch gerade noch mit. Unsere Kinder sind total aus dem Häusli. Die Buben lassen es die Schutten sein. Auch der Töckeli-Kasten interessiert sie nicht mehr. Sogar die Velo lassen sie draussen liegen und auch die Spielsachen werden nicht mehr versorgt. Alle haben nur noch Augen für das schnusige Büseli. Sogar das Gotti ist so berührt, dass sie glatt noch den Schlüssel von ihrem Töff verhühnert. Das Mal machen wir Erwachsenen uns auf die Suche. Mir löscht es langsam ab. Wie kann man nur so ein Huhn sein, Gotti? Ich hoffe, dein Gottenkind schlägt dir nicht nach. Jetzt gibt's schon die Nacht. Meine Mann hat gekocht und es sieht ganz lustig aus.
Merci Hans. Es tut gut, einfach an den Tisch zu sitzen. Ich bin grad schamparmüde. Das war ein glatter Tag. Hast du alles verstanden? Was gibt es in der Geschichte zum Mittag? Was heisst Poulet mit Geschwellten auf Hochdeutsch? Wieso ist der Peter hässig und macht einen grossen Letsch? Was ist ein Heugümper? Was meinst du, was bedeutet ein harter Grind haben? Was machen die Eltern nach dem Mittag gern zusammen? Was passiert, was die Käthi das Häsli fallen? Wie schaffen es die Kinder, das Häsli wieder einzufangen? Was bedeutet das Wort Büseli in dieser Geschichte? Und wieso ist Gotti am Schluss ein bisschen verwirrt? Und noch Fragen zu der Konversation. Was kochst du gerne an einem heissen Sommertag? Hast du einen Balkon oder eine Terrasse, wo du draussen sitzen kannst? Machst du das viel? Weckt diese Geschichte Erinnerungen an deine Kindheit? Erzähl. Hast du ein Gotti oder eine Götti? Oder hast du einen Onkel oder eine Tante, wo du eine besondere Beziehung hast? Bist du Gotti oder Götti bei jemandem? Das war es für heute. Ich hoffe, meine Geschichte hat euch gefallen und wir treffen uns wie immer am Dienstag am Abend am 7. für unsere Konversationslektion. Bis bald. Tschüss.